Folge er mir bitte. Sie lassen Gesindel rein und jetzt fürchten anständige Leute, sich das Haus zu verlassen. 2 Wochen sind als vergangen. Doch was ist seitdem geschehen? Die haben es wirklich eilig. Was ist mit Zurück auf deinen Posten. Was soll mit ihm sein? Und hatten unsere Entscheidungen wirklich eine Auswirkung auf Ciris Schicksal? So eine Reise nicht raten. Vakel. Und Kost spielt noch dazu. Ich denke und hoffe, wir werden es bald erfahren. Seine kaiserliche Majestät war. Der Name kam mir ein bisschen bekannt vor. Von Kahir, aber ist ein anderes Thema. Genug. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avanach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Jennifer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Da ist jemand, der auf mich wartet. Tess Merigold? Keine Angst. Ich werde sie nicht verfolgen lassen. Hat Cirilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Sie war traurig, dass sie euch nicht Lebewohl sagen konnte. Hat sie das so gesagt? Wirklich? Das musste sie nicht. Sie wollte Frieden mit euch schließen, das weiß ich. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Wir kommen schon klar. Ja, genau. Wir kommen zurecht. Die Fässer sind zwar schwer, aber wir lassen bald aus jedem was ab. Veränderung liegt in der Luft. Stimmt, nicht zu leugnen. Nilfgaard flieht, obwohl es so aussah, als wären sie nicht wegzukriegen. Ihren Wein haben sie auch dagelassen. Sehr großzügig. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Viel Glück. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst. Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Ciri starb also. Sie opferte sich für die ganze Welt. Für Geralt, für Yennefer, für Triss. Für all ihre Freunde und all diejenigen, die nicht einmal ihren Namen kennen und nie erfahren werden, wer sie da eigentlich gerettet hat. Theon Avalach. Wer weiß, vielleicht hat er sie
Also, um es mal so zu formulieren, vielleicht hat er jetzt einfach, nachdem sie verschwunden ist, vielleicht ist er mit ihr gegangen, vielleicht hat er ihr auch ihre Kräfte abgenommen, ihren toten Leichnam, keine Ahnung, wie das genau so abläuft mit dem älteren Blut. Ob er wirklich auf unserer Seite war oder ob er wirklich auf Ciris Seite war. Diese Frage wird wohl niemals gelüftet werden. Und wir? Tja, Yennefer bleibt im Norden und wir gehen zu Triss. Oder? Aber eines, denke ich, ist wirklich so, wie Geralt vorhin gesagt hat. Es wird nichts mehr so sein, wie es früher einmal war. Die Welt verändert sich, die Menschen verändern sich, die Elfen natürlich auch, alle Lebewesen auf hier, die Monster, vielleicht gibt es gar keine mehr. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat Ciris sogar damit bewirkt, dass die Welt so wird wie unsere auch. Und die Magie vergessen geht. Nun ja. All das sind natürlich nur die reinsten Spekulationen. Aber ich denke, wenn wir uns etwas beginnt, genau. In der Titel übrigens. Weil es gibt noch einen Roman vom, ja eigentlich vom Autor oder der ganzen Witcher-Saga halt, oder der ganzen Hexer-Saga eigentlich. Der heißt auch, etwas endet, etwas beginnt. Nur hat das eigentlich nichts mehr mit Geralt zu tun, wenn ich richtig informiert bin. Es geht so irgendwie auch ums Hexenuniversum und so weiter, aber nicht direkt um Geralt. Und irgendwie auch nicht wirklich um Yennefer, Triss und die ganze Bande. Von dem her doch noch ein interessanter Titel für das letzte Kapitel des Spiels. Ich sage gerade zwar Kapitel, aber ich frage mich dabei doch, wie wäre es wohl, wenn man aus dem Spiel selbst einen Film machen würde? Wäre sicher noch geil, wa? Wobei halt die Frage wäre, ob es wirklich ein Realfilm wäre oder eher so ein... Ja, ein Comicfilm eigentlich fast schon, also sprich ein gezeichneter Film. Tja, wer weiß. Erstmal schauen, wer hier ist, ob es wirklich Triss ist, wird vermutlich, ich schätze mal eher ein Kovir sein, wa? Übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, wir sind jetzt hier wieder in Weisgar... Ich bin ganz schnell hier gekommen, war von Wysimar her. Und so bezüglich den künftigen DLC, ist es irgendwie soll so sein, dass Blood of Wine, also eben das nächste DLC, was kommen wird, vom Story her ungefähr etwa 10 Stunden umfassen wird, aber auch hier stattfinden soll. Sprich hier Novigrad, hier in der Umgebung. Und das zweite, was auch sehr viel größer ist, Heart of Stones, oder gerade umgekehrt. Bin gar nicht mal so sicher. Weil das zweite soll irgendwo hier unten spielen, sprich schon in Nilfgaard selbst. Ach, krass, war. Sogar in keinem Spiel der Witcher-Saga waren wir jemals in Nilfgaard. So, also dazu noch recht gespannt. Wer wartet hier auf uns? Mit wem haben wir noch eine Verabredung? Meister Ort. Wurde bestimmt aufgehalten. Du bist spät dran. Die Soldaten. Blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp 1 Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Zirael, Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt.
Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Mariborwald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Die Monster gibt es also doch noch. Interessant. Und wir haben ein neues Schwert. Wohl ein Andenken an Ciri war. Stufe 1. Aber trotzdem genauso krass war. Nee, natürlich unser ist viel geiler. Trotzdem sagt er, besser hat er nie. Ja, okay. Das ist halt Spiellogik, Leute, da können wir nichts machen. Geh zur Taverne. Ich habe schon eine Ahnung, wer das sein wird. Weil ganz ehrlich. Ja, was soll ich jetzt da großartig sagen, ohne mich. Und es irgendwie falsch zu formulieren. Mein klares Schwert ist wohl eine Andenken an Ciri. Logischerweise und zur Taverne gehen. Wer könnte es sein? Vielleicht Triss? Oder wartet bereits in Kovia auf uns? Aber ich glaube eher, es ist eine andere Dame, die auf uns wartet. Wobei ein Sennifer wäre auch krass. Ja, wir sind ja getroffen damals. Ach ja. Der edle Herr Darkborg wird dieses Land würdevoll und gerecht regieren. Alle Schulden, Lasten und Verpflichtungen an andere. Die Schwarzen dachten wohl, sie bleiben hier für immer. Das heißt, okay. Darkborg von nun an Steuern zahlen wirst. Also zieht sich Nilfgaard wieder zurück. Wer ist das? Ist er mit seinem Gewesen wären die Schwarzen mindestens bis zum Jule geblieben. Ist es erledigt? Ja, Hat er dir geglaubt? ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. The Witcher 3 Wild Hunt. Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emhyr war Emreis nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emhyr war Emreis hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten,
Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Yaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexer einen Auftrag, eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug. Tja Leute, und damit endlich die Credits hier zum Let's Play von The Witcher 3 Wild Hunt. Was für ein doch sehr, sehr geiles Ende. Und vor allem aber auch eines sehr, sehr gewaltig großen Spiels, in dem wir trotz allem nur, ja, ich würde trotzdem sagen 50% haben. Mit allen Erfolgen und so weiter, mit allem, was wir überhaupt ja, auch erledigt haben zum Schluss natürlich noch. Oh Mann, ich muss erstmal richtig hinsetzen. Ja, The Witcher 3 Wild Hunt definitiv eines meiner Lieblingsspiele. Auch wenn es hier und da noch so ein paar Bugs hatte. Gut, ich meine, Grafikfehler gibt es immer wieder. Das war zum Teil auch mit dem Ton, wo ich ein bisschen nervig fand, zum Beispiel der Rittersporn erzählt hat und irgendwie Hintergrundmucke viel lauter war. Trotz allem, wir haben es geschafft. Ciris wahres Ende scheinbar, also zu Hexerin wird, ist jetzt das wahre Ende. Offenbar. Also irgendwie gedacht, wenn sie schon eine Hexerin ist, müsste doch eigentlich auch noch Mutationen durchmachen. Aber scheinbar doch nicht und jo, ob sie ihre Kräfte noch hat. Die Macht des älteren Blutes. Keine Ahnung. Aber scheinbar hat dann doch unsere Gianni dazu beigetragen, eben dass halt Ciri sich noch für uns entschieden hat, beziehungsweise vielleicht sogar die Kraft herausgefunden hat, in die Weißkälte zu schlagen und trotzdem zurückzukehren. CD Projekt Red. Oh Mann, oh Mann. Also muss ich recht sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön und Riesenlob an diese Entwickler. Nicht nur, dass sie so ein gewaltiges Spiel produziert haben, und vor allem ist auch der dritte Teil dabei bereits, sondern auch, dass sie auf alle Kommentare und Feedbacks von uns Fans und Spielern eingehen und dadurch irgendwie auch das Spiel dadurch halt nachhaltig verbessern. Bugs ausbügeln, das Neues einbringen, etc. etc. Ja. Was war jetzt sonst zu sagen? Wie gesagt, ich habe das ja eigentlich so angepeilt, sprich mit dem wahren Ende von Ciri, plus eben, dass wir da die Romanze mit Triss eingehen. Schade ist einfach nur, dass eben da im Vergleich zur Romanze mit Yennefer, dass das, was wir jetzt da haben, doch sehr, sehr viel kürzer war. Also scheinbar, ich weiß nicht genau, aber scheinbar ist echt so, dass das mit Yennefer sehr viel umfassender wäre. Aber da haben sich auch die Entwickler bereits gesagt, jo, wir bauen uns nochmal ein, neue Dialogoptionen und so weiter, nur eben kann ich jetzt die leider hier im Let's Play nicht mehr zeigen. Eventuell am New Game Plus und so weiter noch, aber alles andere, naja. Trotz allem, wir konnten alles Spiel durchspielen, das ganze Spiel durchspielen, ja. Vor allem halt eben die Hauptstory plus eben die Sidequests, die mit der Hauptstory zu tun hatten, dann noch ein paar Sidequests, Hexaufträge, etc. etc. Und trotz allem, wohl für mich eigentlich doch ziemlich riesig erschien. Gut, jetzt folgemäß geht er über 120 und so weiter, fast 130. Aber halt teilweise auch mit grandioser Überlänge noch, mit 30, 40, 50 Minuten sogar. Also, das Spiel ist echt gewaltig. Aber es macht so riesen Spaß von Anfang bis Ende. Und auch wenn man halt die Bücher zur ganzen Witcher-Serie nicht gelesen haben muss, um das zu verstehen, was ich natürlich auch sehr geil finde. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, Leute, wenn ihr vor allem halt die ganzen Hintergrundinformationen und eben auch die ganzen Anspielungen verstehen wollt, empfehle ich euch wirklich wärmstens die Bücher ja, ein bisschen am Vornot zu lesen oder parallel dazu oder halt erst das Spiel durchzuspielen, die Bücher dann zu lesen und dann nochmal das Spiel zu spielen. Weil du entdeckst immer wieder so irgendwelche kleinen Hinweise und so weiter, die einfach nur episch geil sind.
Ja, wenn wir schon mal sind bei Hinweis, was ich auch nicht gezeigt habe, sind halt so die ganzen Gwent-Kartensätze. Da gibt es auch noch sehr viele Gwent-Karten, wie ich erfahren habe, von Charakteren aus anderen Witcher-Spielen und aus den Büchern auch noch. Die halt zu sammeln, das wird dann noch lustig werden. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Motiv, Irre ins wilde Jagd. Ja, eben vor allem die ganze Grafikaufmachung und so weiter und so fort. Die ganze Story, die sich ineinander gefädelt hat, mit den Sidequests auch noch. Die Entscheidung, die man getroffen hat, wie dann irgendwie die Hauptstory nachher sich weiterentwickelt hat. Die ganzen möglichen Enden noch, sei es eben da mit Yennefer, sei es mit Triss, sei es für Ciri ein anderes Ende, oder sei es mit Yennefer und Triss, wobei Geralt dann leer ausgeht. Dann die ganze musikalische Untermalung, das ganze Umfang des Kampfsystems und alles da geboten hat. In diesem Sinne, liebe Entwickler von CD Projekt Red, ganz, ganz großes Dankeschön, das habt ihr echt klasse gemacht. Also das ist einfach nur Wahnsinn. Und es geht noch weiter, wie gesagt, es gibt noch 2 DLCs, also 2 DLCs, die Story umfassen. Und das müsste dann übermorgen losgehen, hier, also ja, nach dem übernächsten Part erfolgt, weil der nächste Part werde ich nochmal von Anfang an zocken. Und zwar werde ich, wie gesagt, New Game Plus nochmal machen, im Sinne von, das heißt nochmal, vermutlich auch nochmal Kaer Morhen, Anfang, plus vielleicht nochmal das, wo wir da auf Yennefer treffen. Eventuell bin ich wirklich so schnell, dass wir alles schaffen, einen Part. Da geht es vor allem darum zu zeigen, was sind die Neuerungen, New Game Plus, das können wir alles übernehmen, wie stark sind die Gegner jetzt auf einmal. Und dann werde ich halt den ganzen Spielstand, das ganze Spiel nochmal, werde ich dann offscreen durchzocken. Und dann halt die Szene nochmal aufnehmen und auch dann zeigen, die dann halt wirklich sehenswert sind. Sei zum Beispiel nochmal die anderen Szenen für Keira Metz entscheiden. Wie gesagt, da geht es in andere Varianten. Hätten wir sie zum Beispiel zu Radovid ziehen lassen oder hätten wir sie sogar gekillt. Das wäre eine Variante gewesen. Da hätten wir uns eben für Yennefer entschieden. Was wäre dann noch alles für Szenen gekommen? Was wäre passiert, wenn wir uns für Yennefer und Triss entschieden? Da gibt es eben halt dann noch das für die Frau des Barons, was ja mit ihr passiert, wenn wir uns nicht für die Hilfe der Mumen entschieden, sondern für die Hilfe des Baumes, der damals noch war. Ja, wie gesagt, gibt es noch sehr, sehr viel zu zeigen. Und das kommt dann alles noch im Verlauf der nächsten Tage und Wochen. Wo eben doch das DLC Vorrang hat und vermutlich, wenn es sogar irgendwie alle 2 Tage kommen, und halt natürlich künftige Let's Plays noch warten und irgendwie ein Jahr oder über ein Jahr lang auf nur Witcher 3 zocken. Finde auch ein bisschen schade, dass irgendwie alle 2 Tage. Dann vielleicht regelmäßig mit Überlänge, sprich so 30 Minuten lang. Wäre irgendwie auch nicht ganz doof, oder? Besetzung, okay. Das sind vor allem die Englisch- oder sind es die Polnisch sprechenden? Keine Ahnung. Heißt sagt, ja doch, da müssen eigentlich die Polnisch sprechenden sein. Ja, habe sonst noch was vergessen. Wäre wegen den Schäben auch noch was nochmal in einzelnen Parts zusammenfassend zeigen, zum Beispiel irgendwie eine Folge machen, wo wir nochmal alle Bomben zeigen. Und irgendwie da findet man die Grundbomben, da findet man nochmal die anderen Bomben, irgendwie die überlegenen, die verbesserten natürlich auch noch. Dann noch ein Part Folgen, wo ich nochmal alle Öle zeige, alle Tränke auch noch. Natürlich auch noch irgendwie andere Techniken, oder? Ich meine, wir haben uns jetzt vor allem auf Gwen und Igni spezialisiert, was die Hexerfertigkeiten anbetrifft, also sprich die Zeichen. Wir können theoretisch noch viel mehr mit Art machen, noch mit Irden. Mit Achse ja weniger, manipulieren, gut. Irgendwie als Marionette verzaubern. Das ist nicht mehr so wirklich die Stärke eines Hexers. Naja. Ansonsten haben wir noch irgendwas vergessen, verpasst und noch etwas erzählen. Nee, das war eigentlich schon alles. New Game Plus kommt sicher ein Partner, wo er ganz normal weiter zocken. Den Anfang und dann, wie gesagt, der Rest dann offscreen dann noch nachspiele, gewisse Dinge zeige, gewisse Enden, auch natürlich das mit Ciri natürlich auch noch. Und dann, ja, geht schon bald los mit den nächsten DLCs. Ich glaube, Blood of Wine ist das nächste, das erste von den 2, was kommen wird. Von der Story her sagt man scheinbar, der 10 Stunden umfasst. 10 Stunden heißt bei uns pro Part 20 Minuten. Vielleicht 30 mal gucken. Heißt also, ein bisschen was vor uns war. Wenn ich überlege, Stunde 3, also es gibt 30 Parts. Fürs eine nochmal, fürs andere nochmal 60, sprich beides zusammen noch hat er 90 Parts zusammen. Und dann natürlich noch alles andere, was ich jetzt halt verpasst habe oder nicht richtig gemacht habe, wo ich irgendwie zu spät kam oder irgendwie dachte, jo, kann ich später nochmal machen, die Quests und so weiter. Ja, natürlich noch was anderes vergessen zu erwähnen, ist halt bezüglich Witcher 1 und Witcher 2, aber danach Let's Playen werde. Ich muss ja gucken, Leute, Witcher 1 haben wir dann eigentlich nicht so Bock drauf, liegt vor allem auch an diesem Grafikstil.
Witcher 2 schon eher, wo ich da überlegen bin, ob es irgendwie ein Live-Let's Play werden soll, sprich mit Twitch und so weiter. Livestream-mäßig eben. Aber ja, können wir alles noch gucken und jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Langsam ausgetrocknet der Hals. In diesem Sinne sage ich nochmal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Wie gesagt, New Game Plus geht es dann da weiter. Nochmal die ganz von Anfang an nochmal, ein bisschen noch gucken und so weiter, dass alles jetzt neu aussieht. Und dann wird es ein bisschen Schnippelarbeit für mich geben, aber eben dann für euch vor allem direkt anschließend das DLC zu Blood of Wine oder eben Heart of Stone, je nachdem was zuerst kommt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen!